Die letzte Woche hatten wir eine Sache Bummeleer über den niederländischen Geheimdienst geschwätzt, der ganz gut Bescheid wusste von den Abbrüchen an den Karrieren, wo die Bummeleer sich rund 1,5 Tonnen Luxit ugeegnet hatten. Heute fehlte man einen Ausflug an den Osten vom Land, an den Raum Bruch bei der Rippisch Zittisch machen, da wo die Bummeleer hier erst 2 Attentate ausgeführt haben. Der Marc Thomas und der Nico Graf sie für eine längere Zeit diese Spuren am Osten vom Land nachgegangen und gaben erstaunliche Details gewonnen. Am Raum Bruch bei der Rippisch Zittisch hatten Bummeleer den 30. Mai 1984 hier Attentatserie angefangen auf Versicht einen Heispannungsmast von der Sögedel zu sprengen. Allerdings gouf schust ein Bein vom Mast beschädigt. 3 Tage später, auf einem Samstag, kommen Bummeleer zurück und haben die Kehr mit der Folge den Strommast umgelegt. Et gouf demals direkt zeien, awunner die op Distanz die Spektakel matkruten an iwwer Kerlblidigkeit vun den Täter verwondert waren, die sogur seeleroicht Resultat von ihrer Sprengung inspiziert hun. Bei der Enquete gouf festgestellt, dass Bummeleer engkeier Sprengung mat enger Wick an die zweite Keier mat enger elektrischer Zündung ausgelesen hatten. Munches deit trop hin, dass dat sozusagen eng echt Generalprof war, ihre tun mat der Bombenserie so richtig losgegangen ist. Bis haut das Tees nüt in Kraft, dass Täter, die am Raum Bruch bei der Rippisch Zittisch hier Unwese gedriven hun, mat Militär zu dienen hatten. Fakt das, ihre To an dem idyllische ländliche Raum geknüpft wird, hat der Armeechef, der Colonel Brück, persönlich 4 Drun gleich 2-mal die späteren Tatort genau inspiziert. Ein früherer Soldat, Chauffeur vom Colonel Brück, erinnert sich ganz genau an diese verdächtigen Szenario. Da sind wir auf der ersten Platz, wo den ersten Potter gesprengt ist, respektive versuchsweise gesprengt ist, und das hilft an der Lütschen zu Bruch. Agene do an de Lutschen, wo den Zegedelsmast gesprengt gouf, huet den Soldat de Colonel Brück missen hifeieren engchte Keier am helllichten Dach. Duno huet sich die Kurioszen wiederholt Matzen an der Nucht. Ich habe eine taktische Reconnaissance gemacht. Und damals hat nach kein durchgedacht, dass das etwas könnte man nicht zu dienen. Das ist ein Nutzpferd gewesen, ein taktisches Nutzpferd. Auch am Blackout, das geht am militärisch so genannt, dafür ist es nicht gelitten, was fällt fair. Das ist noch gesagt, ich darf keine mehr Person davon, ich habe nicht darüber geschwärzt. Und ich weiß auch nicht mehr heute, dass auf jemals ein Feuer Rütter geschrieben hast. Der freien Soldat weiß auch nach Gene, wie sich die taktisch Nutzreconnaissance vom Colonel Brück beim Zegedelsmast aufgespielt wird. Es sind von Bruch mit den innersten Weg vorgekommen und dort gesagt haben, muss alle. Und ich habe schon ein Gericht ausgesucht, das war die ihn so immens interessiert hat, wo noch, ich gebe mal Haut behaupten, eine halbe Stunde zu Fuß spaziert und die Platz geguckt hat. Und dass der Potter den ja nur gesprengt hat? Den anderen ist, wo ich drauf gucken, das ist der nächste. Ich weiß nicht mehr, ob es Versuchssprengung war oder ob es gelöst war, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, hei an diesem Hohlweh hat ein Soldat den Auto müssen stoppen, der Colonel Brück als rausgeklommen und dann den Zegedelsmast genau inspiziert. Überhaupt war an diesem Sektor Bruch bei der Rippisch Zittisch damals an den Jahren 1984 und 85 so manches los. Alle gut, die fällt 2 Jahre drin. Das ist die Enceinte, die hört plus ou moins 10 Kilometer, kann man sagen. Das geht bis auf Pylonen, der Pylone von Breitweiler, die da Lohana, die es hier gesehen. Das Special Force ist also auch nur so aufgesprungen. Und die haben an den RTL-Potter und sich da ja viel platziert in die Sperrensäle. Die sind sich platziert, teilweise, ich meine, sogar ganz schwer, liegt, die haben den Schirm sich verfangen an den Sperrensäle. Froh und de freien Soldat, ob zwischen de Bummeleer an de militärischen Operationen hier am ländlichen Raum einen Zusammenhang könnt bestanden haben. Meine Vermutung ist, dass das dummer zu tun hat. Fakt das, die Special Forces hatten Jahr vierdrun bei einem Manöver unter dem Decknum Schwarzes Pferd zu Schwäbisch Gmünd eine Transformatorstation durch Sprengung beschädigt. Wie der Attentat abgeflogen ist, sind die impliziert 5 US-Soldaten sehr direkt an die USA ausgeflogen.
Und dann gëtt doch apert Fotoen vu Mai 1984 vun engem gemeinsamen Militärmanöver zu Lützeburg und dem auch US-Truppen deelgehollen. Interessant dabei als Zeitfenster Mai 84, die genee an dat von den zwei Attentater zu Bruch passt. Mit zurück bei Eisenzeien, den nach einer ganz unkauscher Entdeckung gemacht hat. Wie sind losgesehen 1984, da waren noch unerklärlich, der Weiß waren zwei Kriegen aus dem Kamion verschwunden. Die sind ja an der Karrierefreit in der Rümpfund gehen, die geholgen sie für Dollar zu heben, für den Sprengstoff zu klauen. Ne? Wie gewusst hun Bommeleer für der Attentatserie rund 1,5 Tonnen Sprengstoff aus verschiedene Karriere geklaut, Sprengstoff, die später bei den Attentater angesagt ginas. Dass Bommeleer zu Ienzen an der Karriere schwere Kriegen angesagt hatten für den Bunker, wo der Luxidloch zu knacken, geht auch klar aus einem demoligen Rapport von der Brigade aus der Fields auf 4. Zitat: Versuchten die Täter sogar, die Betondecke des Bunkers mittels Winde oder dergleichen gewaltsam zu heben, respektiv etwas beiseite zu schieben, somit eine Öffnung zu bewirken. Dieser Versuch, respektiv die einfallsreiche Prozedur, schlug ebenfalls fehl, da nach kurzem Hantieren die Decke gegen die angrenzende Erderhebung stieß. Bis dahin kann kein sie eine Erklärung machen, wie die Kriegen Herbisch verschwunden sind. Wo Baggebracht war, ob sie mal rausgeholt hat, und das ist bis heute noch immer ein Rätsel. Ob sie nach Erwarten zu finden sind, kann ich auch nicht sagen. Woher wisst ihr, dass es Militärkriege waren? Weil sie ja nur nicht mehr am Kamion lachen, und ich weiß, wie sie selbst gesehen haben. Ne? Militärkamion, Schweiz. Ja, Militärkamion. Und die Kriegen, die haben sie am ausgefahrenen Zustand bis 2,5 Meter heben lassen. Damit hätten sie einen Dall heben können? Damit kann ich einen Dall heben, weil die haben Kamion eng seit 4 Handen, die ganz müssen heben, plus 3 Tonnen. Herbisch war das Verschwanden von den zwei Kriegen eine Zeit lang kein Thema. Allerdings kom die Geschichte Dach nach auf Tapet. Also, wie ich losgehe, respektive meine Kollegen, die haben auch, wie sie die Kamion aufgehen haben, und sie beim Aufgehen, als Geschirr gezählt gehen, den TR, der war nicht mehr da. Da ist festgestellt gehen, dass die dementsprechend geklaut sind. Die hat die geklaut. Aber es konnte keiner erklären, wie war. Und du war das. Den Soldat, den der Kamion affektiert hat, den als haftbar gemerkt, in dafür also kleinen so Peanuts-Belgische Betrag gefragt für die Sachen. Und du hat nie mehr in dafür geschwärzt. Und die hat die Kriege ein Jahr immer erkannt? Ich habe selber an meinem Bus so leiden. Ne? Jedenfalls gëtt die Krieggeschichte vom Herbisch, die Nutzvisit vom Colonel Brück, für der Dubler Sprengung vom Citadelsmast zu Bruch an, die Fallschirmlandung von Special Forces an den Antennemasten zu Beidler zu bedenken. Wobei sich natürlich die pertinent froh regelrecht opdrängt, ob die militärischen Exerzissen am Zusammenhang mit Attentaten alles nimmen reinen Zufall wären oder aber ob ein direkter Lien mit der Bommeleer besteht.